Guten Morgen, willkommen. Gemeinsam lesen wir die Bibel, auch heute Morgen wieder. So schön, wir haben einen coolen Text wieder ausgesucht. Wir gehen in Josua. Josua. Ich hoffe, du hast deinen Kaffee ready, dein Notizheft, deine Bibel. Wir lesen wieder, aber lass uns zuerst noch beten. Komm, machen wir. Danke Gott, dass dein Wort kraftvoll ist. Danke dürfen wir nicht nur einfach lesen und uns Gedanken machen, sondern dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist. Und du darfst uns verändern, du darfst uns prägen durch das, was wir lesen. Amen. Amen. Heute haben wir das Thema, warum du mutig und stark sein kannst. Und wir wollen uns das Leben oder eine Stelle anschauen von Josuas Leben. Josua war der Nachfolger von Mose. Und wir lesen gerade mal im 1. Josua, Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, 1 bis 9. Krasse Geschichte, krasse Worte. Ja. Vielleicht für die, die noch nicht so bewandert sind, wer Josua ist. Josua war der Nachfolger, wir haben es gelesen von Mose. Und wir haben hier eine krasse Geschichte, weil wir kennen die Geschichte, wie Mose das Volk von Israel befreit aus Ägypten. Wie er das Wunder mit dem Roten Meer, die Meerteilung, und sie kommen da durch und sie kommen in die Wildnis und der Pharao wird besiegt, diese Wunder und Zeichen, die Gott tut in Ägypten, und er befreit dieses Volk aus der Sklaverei. Er gibt ihnen die Gesetze am Berg Sinai unter Mose, und das Volk Israel ist einfach widerspenstig und rebellisch. Und sie murren und immer wieder gegen Gott. Und das führt zur Konsequenz, dass Gott dieser Generation sagt, weil ihr immer wieder nicht mehr glaubt, dass ich euch in das versprochene Land bringen will, und weil ihr zweifelt, dass ich das tun kann, werdet ihr alle das nicht sehen. Inklusive Mose. Inklusive Mose. Das ist krass, ja. Außer Josua. Josua, genau, Josua ist eine Generation, die nachher kommt. Ist er nicht in Ägypten geboren? Was denkst du? Kann sein. Weiß man das? Ich denke, er ist in der Wildnis geboren. In der Wildnis geboren wahrscheinlich. Denke ich. Ja. Und dann müssen sie ja 40 Jahre müssen sie in dieser Wildnis bleiben, bis alle diese Generation gestorben sind. Ja. Und wo Mose stirbt, heißt es ja, ist ja ultra schön, Gott beerdigt Mose selbst. Ah, krass. Und dann kommt Josua, und Josua muss jetzt dieses Volk, dieses widerspenstige, rebellische Volk übernehmen, und er muss sie durch den Jordan in das versprochene Land führen, das nicht leer ist, das sind bereits andere Nationen, da leben andere Menschen, und sie müssen das Land übernehmen. Und das ist die Situation, die wir hier haben. Gott spricht zu ihm, er nennt ihn zu einem Leader, zum Nachfolger von Mose. Also ultra krass. Also Josua ist ja schon ein paar Mal auch bei Mose. Für mich fallen so drei Dinge auf, wo Josua auffiel. Positiv eigentlich. Josua hat vorher, wenn es mir recht ist, schon den Mose unterstützt. Also war schon
als im Kampf Mose auf dem Berg war und gebetet hat, hat Josua und Aaron haben ihm die Arme gestützt. Oder Josua steht auch, was mir auch auffiel, Josua war ein Mann, der die Gegenwart Gottes liebte, wo es auch heißt, dass er in der Gegenwart Gottes oft war und einfach da blieb in der Stiftshütte. Und natürlich Josua war einer der Kundschafter. Josua und Kaleb waren die Kundschafter, die das verheißene Land anschauen durften und die mit Glauben zurückkamen und sagen, wir müssen hin. Ja, er schickte ja 12 und 2 davon, Kaleb und Josua, waren die sagten, nein, wir können es tun. Das ist wir können es einnehmen. Ja. Wir können es einnehmen. Wir haben Glauben, aber 10 davon waren, nein, wir können es nicht. Diese Menschen sind riesig, wir haben keine Chance. Und das ganze Volk wurde völlig verängstigt, außer Josua und Kaleb. Die vertrauten darauf, dass Gott das, was er ihnen versprochen hat, auch in Existenz bringen kann, sozusagen. Das ist krass. So eine ermutigende Geschichte irgendwie auch, dieser Mann Josua, einfach durch seine Art, hey, ich halte an dem fest, was Gott sagt, in den schwierigsten Umständen. Weil es war ja, oder vom Menschlichen her war es immer noch logisch, ja logisch geht das nicht. Logisch könnt ihr das Land nicht einnehmen, das sind Völker, die haben befestigte Städte, die sind ready für den Krieg, die sind erprobt und sie sind auch, die machen euch platt, und das ist menschlich. Aber in allem dem drin war Josua die Person, ich halte fest an dem, was Gott gesagt hat. Und dann kommt diese Einsetzung von Gott höchstpersönlich. Ja, das ist krasse Geschichte. Man muss sich auch mal in diese Situation versetzen. Also, das ist ein riesiges Volk. Riesig. Das sind hunderttausende Leute. Und Josua muss jetzt diese Leitung übernehmen. Ich weiß nicht, wie dir zumute wäre oder dir zu Hause, wenn du denkst, da plötzlich bist du in der Wildnis, in der Wüste und hunderttausende Menschen sind abhängig von deinen Entscheidungen. Das ist krass. Ja. Wie würde es dir dabei gehen? Ja. Und eben mit einer nicht einfachen Geschichte und mit einem richtig nicht einfachen Plan. Und einem richtig nicht einfachen Volk. Also es ist ziemlich krass. Und es verwundert mich auch nicht, dass Gott 3-mal sagt er zu Josua, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Und wenn er das 3-mal sagen muss, heißt ja wahrscheinlich, dass Josua nicht mutig und stark war in diesem Moment. Ja. Sondern er brauchte die Ermutigung von Gott, der sagte, sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht. Warum? Ich finde es doch cool, weil diese 3 Mal, beim ersten Mal sagt er, sei mutig und stark, denn ich brauche dich. Oder denn ich habe eine Mission mit dir, das ist Vers 6. Und nachher Vers 7 kommt nachher, sei mutig und stark und weiche nicht von den Geboten ab. Und das finde ich auch noch cool, oder? Das erste ist, weil ich habe eine Mission. Darum sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Und das ist irgendwie wie ganz praktisch, indem dass du halte daran fest, was ich gesagt habe. Und dann das dritte, sei mutig und stark, weil ich bin immer noch bei dir. Ja. Das ist schon geil, dieser Mix, diese absolut. 3. Sei mutig und stark, weil ich brauche dich. Sei mutig und stark, indem dass du festhältst an dem, was ich gesagt habe. Sei mutig und stark, denn ich bin mit dir, vergiss es nicht. Und das ist auch ein wiederkehrendes Thema, immer wieder in der Bibel, das sagt er ein paar Mal, denn ich will bei dir sein. Denn ich will bei dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Ich will bei dir sein. Also sei mutig und stark, weil ich bin mit dir. Also zum Beispiel Psalm 23, einer der berühmtesten Psalmen, vielleicht kennst du den sogar auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Sagt er ja, auch wenn ich durchs dunkle Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Es erinnert mich auch ein bisschen an gestern, als wir darüber gesprochen haben mit der Dunkelheit und der Geist Gottes ist da. Ja, Gott ist da. Als Gott Moses beruft, hat Moses 5 Ausreden, wie soll ich das bringen? Wie soll ich die Leute aus Ägypten rausführen? Und Gott sagt immer wieder, ich will bei dir sein. Also vertraue, in anderen Worten, Josua, vertraue nicht einfach nur auf deine Fähigkeiten, sondern vertraue auf mich, der bei dir ist und dich nicht verlassen. Ich bin da. Ja. Ich bin da, gerade bei dir, in den Aufgaben, die du hast. Und das, was du auch gesagt hast, ja, mit den Gesetzen. Also das hat mich, das ist für mich herausgestochen. So, gerade das Wort Erfolg, also folge den Gesetzen. Ja, damit du Erfolg hast. Damit du Erfolg hast.
die Worte des Gesetzes sollen, und das finde ich sehr herausfordernd, die Worte des Gesetzes sollen immer, im Vers 8, immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Also, was ich da rausnehme, ist auch, das Leadership ist ist verbunden, direkt verbunden auch mit der Fähigkeit und der Bereitschaft, auch im Wort Gottes seine Heimat zu machen. Ja, und auch danach zu leben, nicht nur es zu kennen. Ich finde es auch cool, es zu kennen, es zu sprechen und es zu leben. Ja. Also einfach diese drei Ebenen auch. Also das Gleichnis kommt mir da in den Sinn, wo Jesus sagt, hey, wer nach meinen Worten handelt, Sie hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus eben auf Fels baut. Und das ist dann Erfolg, weil die Stürme kommen sowieso. It's gonna be rough. Also ich glaube auch, wenn Gott so krass zu Josua sagt, hey, sei stark, sei mutig, sagt er damit auch, es wird nicht so easy. Du bist berufen, es wird ein bisschen herausfordernd werden. Und logisch, dieses Land einzunehmen, durch den Jordan zu gehen, die Spannungen im Volk, es wird nicht easy. Ja. Aber sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Vielleicht auch, können wir noch die Frage behandeln, warum gibt Gott dann diesen Leuten, oder warum wollen sie in dieses Land? Und das geht zurück ins Kapitel 12 vom ersten Buch Mose, Abraham. Wo Gott Abraham beruft und er sagt, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandtschaft, verlass alle deiner Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde und das wird deinen Nachkommen gehören. Und dieses Versprechen wiederholt er nachher dem Sohn Isaac. Er wiederholt es bei Jakob, dem Sohn von Isaac, immer wieder. Ja. Das ist das Land, das ich dir geben werde. Er sagt es zu Mose, ich werde dich in ein Land führen, das ich deinen Vorfahren, Abraham, Jakob, Isaac, schon versprochen habe. Und jetzt, wisst ihr, wenn du die Bibel liest, da kommen ja die 5 Bücher Mose, und wenn du von vorne durchliest, was manchmal ein bisschen schwierig ist, dann kommst du jetzt zu Josua und du wartest immer noch darauf, dass endlich sie in dieses versprochene Land kommen. Und jetzt in Josua ist es endlich soweit. Ja, das ist doch krass, oder? Weil oftmals, es ist oftmals so, dass Gott dem etwas sagt, etwas vorbereitet, auch geistlich etwas vorbereitet, aber die Personen, die nachher das ernten oder so, oder die Personen, die das wirklich erleben, waren andere. Das kommt mir immer wieder jetzt auch, wir beide sind ja am Sunday Night und wir erleben unglaublich, wie viele Junge jetzt auch im letzten Jahr wieder neu dazugekommen sind, wie viele junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und wir denken immer wieder, es ist schon krass, was wir jetzt erleben dürfen, Sonntag für Sonntag, über 1000 junge Menschen, die da sind. Und diejenigen, die das vorbereitet haben, sind unsere Väter, Großväter, die geglaubt haben und die das sich gewünscht haben, eines Tages zu sehen. Und vielleicht haben sie es nie gesehen. Und das ist schon krass. Mein Vater sagt das auch, hey, das, was du erlebst, von dem habe ich immer geträumt. Wow. Und so krass, dass es wenigstens, also er freut sich unglaublich. Aber das ist auch so ein geistiges Prinzip. Manchmal sät man nur und ist der Abraham, der Isaac, der Jakob oder in dieser Generation und andere dürfen dann Josua sein. Ja. Ich habe noch etwas Persönliches, was mich ein bisschen challenged. Weil ich finde es auch hier, warum du mutig und stark sein kannst, ist der Titel. Ich lese hier aber schon fast ein Befehl. Ja. Sei mutig, sei stark. Und mich triggert das ein bisschen, weil ich oft ein bisschen spüre, dass wir oft ein bisschen so Predigten hören. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja, du bist ein Armer, dass du so Angst haben musst und dein Mut hat dich verlassen. Aber Gott wird dir dann eines Tages, dich wieder stark machen und wieder mutig machen. Und das stimmt, aber ich glaube auch, dass Gott dem Josua nicht hier gesagt hat, hey, ich mache dich dann schon noch stärker, zu einem starken Leader irgendwann, wenn du die Erfahrung hast und über die Jahre wirst du sehen, wie du dann irgendwann auch mutig wirst. Sondern er sagt von Anfang an, hey, stell dich hin, sei stark, sei mutig.
ich glaube, es gibt auch Bibelstellen, seid stark in der Macht seiner Stärke. Also beanspruche Gottes Stärke, halt den Rücken gerade und steh auf Gottes Wort und sei stark. Ich finde das noch challenging. Ich glaube, es ist so eine Balance, wo man auch nicht übertreiben kann. Aber es fällt mir irgendwie noch auf, dass Gott hier nicht als kleinen, schwächlichen Menschen behandelt, sondern sei stark, geh in deiner ganzen Stärke, die du schon hast. Und es ist auch spannend, weil das Hebräisch funktioniert so, dass Dinge, die am wichtigsten sind, werden repetiert. Wow, ja. Also das Wichtigste an dieser Stelle ist das, was am meisten repetiert wird. So funktioniert es. Das ist ja beim Predigen auch so. Der wichtigste Punkt repetierst du immer wieder, dass er bleibt. Und das Hebräische funktioniert genau gleich. Und das ist das, was am meisten gesagt wird. Sei mutig und stark. Dieser Befehl, den du gesagt hast, sei mutig und stark. Also Josua muss sich entscheiden, mutig und stark zu sein. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich so Pastor bin, es gibt immer Dinge, die nicht so gut laufen oder die mich herausfordern und ich kann ein bisschen der Jämmerli sein. Das ist noch nicht so gut, oder da sollten wir noch, oder es ist halt schon sehr streng als Pastor oder so. Oder ich sage, es ist krass, was Gott tut. Gott ist mit mir und wir leben kraftvolle Dinge. Es ist unglaublich, dass Gott sich so zeigt, auch durch das, was ich tue und so. Und da die Position einzunehmen, ich bin mutig, ich bin stark und ich nehme das an. Das braucht was. Fühlt sich am Anfang vielleicht auch komisch an, aber ich glaube, da ist ein Segen darin und das ist auch nicht Stolz. Nein. Das ist nicht Stolz, denn im Gegenteil, es ist eine Demut darin zu sagen, ja, ich bin stark, ja, ich bin mutig, weil Gott mit mir ist. Ich möchte noch eine letzte Bemerkung machen und eine Verbindung zum Neuen Testament herstellen. Ja. Und zwar Joshua, der Name Josua, kommt vom gleichen Hintergrund wie der Name von Jesus. Jeshua. Und was Jeshua heißt, ist Gott rettet. Gott rettet. Und wir sehen eigentlich, dass Jesus hat einen sehr ähnlichen Namen wie Joshua, die haben die gleiche Bedeutung. Und so wie Josua im Alten Testament das Volk Israel ins versprochene Land führt, sehen wir im Neuen Testament, das ist das Bild für das neutestamentliche Ereignis von Jesus, der jeden, der an ihn glaubt und ihm nachfolgt, führt er ins versprochene Land. Wow, ja. Also das ist der neutestamentliche Bezug. Und Come on. ich denke, wir müssen das immer im Kopf haben. Jesus sagt immer wieder im Neuen Testament, alles im Alten Testament geht um mich. Ja. Und das ist krass, oder? Wir denken so, wo Jesus? Da kommt Jesus, ne? Aber alles geht um mich. Und wir sehen hier ein Bild von Josua, der das Gleiche macht mit dem Volk Israel, wie Jesus mit denen, die an ihn glauben, ins neue Leben führen. So schön. Amen. Ein Action Step. Ein Action Step. Für heute. Ich hätte einen. Soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Was mir hilft, immer wenn ich hier hinkomme, hier gerade ins ICF, oder wenn ich auf den Zug gehe, hat es ein großes Gebäude, gerade neben dem Bahnhof. Und auf diesem Gebäude hat es ein Metallgerüst, das aussieht wie eine Krone. Ja, das ist cool. Ja. Ich sehe das immer. Und was mir hilft, ist, jedes Mal, wenn ich diese Krone sehe, kommt mir in den Sinn, ich bin erstens nicht der König meines Lebens, sondern Jesus ist und er ist bei mir. Es ist eine bildliche Erinnerung, dass Gott bei mir ist. Ja. Und dass eigentlich, wenn man es verbindet mit heute, dass darum kann ich mutig und stark sein. Und so verbinde ich es. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, sehe ich diese Krone und es erinnert mich daran, dass ich mutig und stark sein soll und dass er mit mir ist. Und ich denke, was ich dir ans Herz legen würde, schaff dir eine bildliche Erinnerung. Vielleicht ist es ein Post-it am Spiegel. Vielleicht ist es etwas, das du immer wieder begegnest. Vielleicht ist es jedes Mal, wenn du ein rotes Auto siehst. Vielleicht ist es, wenn du ein gewisser Vogel siehst vorbeifliegen, dass du das verknüpfst mit dem Bewusstsein, Gott ist mit mir. Ja. Er ist mit mir. Ja. Er ist da. Also schaff dir eine bildliche Erinnerung im Alltag. Ja. Mega cool. Ich habe das auch mal eine Prophetie gekriegt, auch von jemandem. Immer wenn du die Sterne siehst, dann weißt du, dann wirst du sehen, ich bin mit dir, dann wird sich Gott zeigen. Und das stimmt wirklich, es ist so für mich, wenn ich in den Himmel schaue und immer ich sehe die Sterne, Gott ist mit mir, Gott ist mit mir. Das ist cool. Ja. Nimm das mit. Und dann nehmen wir das heute gemeinsam. Komm, wir beten noch und wir nehmen das heute mal, das ist unser Experiment, weil das im Wort steht, wir nehmen das einfach mal an. Und heute gehen wir als starke, mutige Kinder Gottes in den Tag. Magst du das annehmen mit mir?
Komm, wir beten beide. Jesus, ich danke dir für deine Offenbarung in deinem Wort. Ich danke dir für deine Herausforderung, dieser Befehl, sei stark und mutig. Und ich nehme heute Morgen diesen Befehl an. Ich richte mich auf, ich schaue den Herausforderungen des Tages in die Augen und ich bin mir bewusst, dass du mit mir bist. Dass ich mutig und stark sein kann und dass ich befähigt bin, in alle Herausforderungen dieses Lebens, dieses Tages, meiner Arbeit, meiner Schule, meiner Familie, dass ich denen begegnen kann mit erhobenem Haupt. Amen. Amen. That's it. Amen. So krass. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehmen wir. Stark und mutig. Das sind wir. Morgen geht es weiter mit einem Psalm. Wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Dienstag und wir sehen uns morgen um 7 Uhr. Yes. God bless you.